Grüß euch, servus. Ich möchte gern mit euch über Dreck reden. Beziehungsweise, ich rede jetzt mit euch ein bisschen über Dreck. Ich finde, das Dreck ist für mich in dem Sinn positiv gemeint. Ja, das ist halt wirklich nicht provokant gemeint. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht zynisch gemeint. Überhaupt nicht. Es ist für mich, manches Mal ist es mir möglich, meistens mit Musikern, darüber zu reden, und wo man wirklich an einer Ebene hat, wo man sich versteht, wo man ein bisschen reden kann drüber. Es sind dann meistens Musiker, die sind so wie ich, dass sie das langweilig finden, wenn es schön klingt. Ein Schlagzeug, das perfekt klingt, das vielleicht sogar besser klingt als ein echtes Schlagzeug. Das ist natürlich, ich habe größten Respekt, wenn das jemand kann. Ich kann das auch nicht. Ich kann kein Schlagzeug aufnehmen, dass es wirklich so klingt, wie es halt im echten Leben klingt, geschweige denn, dass es dann noch schöner und noch perfekter klingt. Ich will es aber auch nicht. Ich finde es total langweilig. Das kann man sich einmal anhören. Okay, so klingt es, und ab dann ist es halt für mich langweilig, es berührt mich nicht. Das ist dann, früher hat man gesagt Indie-Musik, das kommt, glaube ich, von Independent einfach, also, was ist denn gegangen? Ich glaube einfach, weil es dann Labels gegeben hat, die sich abgrenzen wollten von diesem Pop, den es halt überall gibt, wo es super perfekt ist. Nein, wir sind unabhängig, wir machen unser eigenes Ding. Ich glaube, dass das Wort daher kommt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau. Noch früher hat man Alternative gesagt dazu. Keine Ahnung, wie man heute das sagt. Ich glaube, sowas gibt es einfach auch nicht mehr. So Musik wird dann nicht mehr wirklich gehört, habe ich so das Gefühl. Alles trotzdem, ich selbst höre ja immer noch so 90er Musik oder noch früher. Ich selbst habe ja irgendwann ab 2000 einmal diesen Zugang verloren zu dieser Musik. Also nicht wirklich, aber eigentlich schon. Und für mich ist ja Dreck in dem Sinne wirklich spannend. Ich glaube, dass das rollende R ist ein bisschen das Problem. Das irritiert viele Leute, das ist ein bisschen bauernmäßig und das klingt ein bisschen aggressiv, glaube ich. Gut. Für mich ist das total positiv, für mich ist Dreck so ein bisschen die Würze des Lebens. Ja. Ich weiß nicht, und das ist nicht nur Musik, das ist überall. Zum Beispiel beim Filmen, ich trage da jetzt mit 2000 ISO. Ja. Jeder, der schon mal das Wort Spiegelreflex gehört hat, der wird jetzt sagen, das ist ganz schlecht, das ist ja viel zu schlecht, du kennst die überhaupt nicht aus, Kali. Das muss 100 ISO, alles andere ist schlecht, ich will das. Ich sehe ISO-Rauschen, sagt man da dann dazu. Je höher du, das ist die Empfindlichkeit vom Sensor, soweit ich das verstanden habe. Und je empfindlicher das ist, desto mehr rauscht, und ich mag das. Ich finde das geil, das ISO-Rauschen, mir taugt das. Das ist super. Also überall, oder beim Licht zum Beispiel, wir haben da jetzt Tageslicht, also es ist jetzt schon Lampen, aber es ist grundsätzlich Tageslicht, und wenn ich die Lampen einschalte, dann mischt sie auf einmal das ist gelbes Licht, siehst du das, wie sich das auf einmal abhebt, das mischt sie jetzt da zusammen, dieses Tageslicht mit dem, ich kenne die Wörter nicht, das warme Licht und das kalte Licht mischt sie, und das ist ganz, ganz schlecht, das ist ganz, ganz furchtbar, und ich finde sogar das spannend. Man sieht das auf YouTube oft, dass sie das effektiv einsetzen. Das darf man auch nicht machen, das mischt sie da, jetzt mischen sich zwei Lichtfarben, und das ist ganz, ganz schlecht. Ich finde es aber, ich weiß nicht, es entstehen teilweise wirklich spannende Dinge für mich. Solche Sachen. Also schau mal, wenn du siehst jetzt mein gelbes Gesicht, wie das gelb strahlt und so. Ich meine, ich weiß schon, das macht das keinen Sinn mehr. Ich weiß auch wirklich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte aber ein Video machen. Ich mag Dreck. Und ich meine das eigentlich, ich weiß nicht, zu positiv. Ich habe auch viel mehr Freude. Ja, aber warte jetzt kurz. Zum Beispiel meine Gitarre. Schau dir das mal an.
Verstehst du, sowas mag ich. Ja. Wobei man da dazu sagen muss, sowas, das habe ich mir super überlegt vorher, aber ich stehe da auch drauf. Ja. Das hat jetzt mit dem Sound nichts zu tun, das ist rein optisch. Das ist jetzt schon wieder Bobo, Schnösel, wie sagt man? Das neue Wort vergessen, Hipster, genau. Das ist voll Hipster, dass ich sowas mag. Wenn du so eine Gitarre, kannst du mal schauen, auf Google Sunburst heißt sowas schön. Oh, da wird jetzt einer von meinen besten Freunden ein bisschen spinnen, aber der schaut nicht YouTube. Sowas neu gefällt mir einfach nicht. Es muss einfach abgefuckt sein. Da habe ich dann so richtig gefreut mit sowas. Abgesehen davon, dass das ein Erbstück ist von meinem verstorbenen Bruder. Und dann einfach einen persönlichen Wert auch hat für mich. Ja. Ich finde schon, also ich bin schon ein bisschen ein Zweckpessimist. Ja. Das stimmt schon, das hat aber mit dem nichts zu tun. Ich finde halt schon, wenn du das alles glaubst, diese ganze perfekte Scheinwelt, die Medien und die Politik und Social Media sowieso vorgaukeln, dann ist es vielleicht ein schöner Gedanke, eine schöne Hoffnung, in der du lebst. Und ich finde halt, dass man dann enttäuscht wird. Wenn man dann irgendwann draufkommt, ja, es ist ja noch nicht so toll. Ja? Und ich glaube, dass man sich dann selber Vorwürfe macht, weil man dann irgendwann draufkommt, dass man den Blödsinn glaubt hat und dass man sein halbes Leben was nachrennt, was eigentlich gar nicht so ist, wie man glaubt hat. Und dann kriegt man das, was man sich gewünscht hat. Und dann ist das nicht so toll, wie man glaubt hat. Dann ist man unzufrieden. Dann arbeitest du dein halbes Leben dran, dass du das kriegst. Und wenn du das dann kriegst, bist du unzufrieden. Ich finde, für mich, in meinem Leben ist es viel. Also ich habe mich halt dafür irgendwann nicht entschieden, aber ich habe irgendwann entdeckt, dass das Leben einfach ein bisschen scheiße ist. Und dass das auch normal ist. Das ist auch gut so. Und das hat ja dann schon diesen Effekt, dass du dann glücklich bist damit. Weil du das kriegst, was du willst. Du wünschst dir was und du kriegst es dann tatsächlich. Und du kommst dann drauf, dass das tatsächlich so ist. Jetzt habe ich euch verloren, gell? Jetzt ist es vorbei. Es passt schon. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.